Das Duell gegen Crow geht weiter, Leute, hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Ja, Crow ist diesmal ein bisschen härter drauf, vor allem hinter der Zauberkarten vernichten und ja, mal gucken, wie es jetzt abläuft, ey. Oh, meine Fresse, im ersten Duell hier am letzten Part hat mich dermaßen, Alter, 7 Züge nicht mal gedauert und weg war ich. Momentan sieht es ziemlich unentschieden aus, wenn es von Lebenspunkten her, der Rest kann es natürlich sehr schnell ändern. Oder auch nicht. 3 Geki-Brecher vor den Wind. Tja, Crow, kann man sagen. Das war's für dich, Kumpel. Wobei, habe ich überhaupt einen Krieger im Friedhof, was ganz schnell spielen könnte? Eher weniger, war. Ja, sieht nicht ganz so rosig aus, aber egal. Geil, des dunklen Windes Angriff! Der schnelle Speer der Finsternis. Das bringt dir auch nichts mehr, Crow. Und es ist bald vorbei. Viel fällt nicht mehr. So, der Spielzug. Es könnte gleich schon vorbei sein, Freunde. Je nachdem natürlich, was Crow jetzt spielt. Oder eben auch nicht spielt. Tja, so dumm kann es auch mal sein. Nun denn, nun denn. Ene, mene, mu und raus bist du, Crowylein, du alte Krälein. Weil Schwein geht dir nicht gut. Spielt keine Rolle. Es spielt gar keine Rolle, Gaia. Das war's. Das hat mich nicht um. Ich hoff's zumindest nicht. So, 0 Lebenspunkte erreicht. Sehr schön. Kann direkt weitermachen und vielleicht sogar in diesem Part noch das Duell gegen Yusei beginnen. Könnte ja sein. Das habe ich jetzt immer vermasselt. Das ist einfach nicht richtig. Gegen niemand wie dich sollte ich nicht verlieren. Hey! Was bist denn du für ein Penner, Crow? Nee, sorry, aber gegen niemand wie dich sollte ich verlieren. Hey. So, was hast du für ein cooles Deck, Leo? Nee, jetzt kann man nicht den Titel schon die ganze Zeit. Ich darf jetzt nicht verlieren, Michael, ist klar? Los geht's, auf ins Duell! Okay, ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig, an alle Zeit der Welt. Minimu und raus sind wir beide nicht. Und raus sind wir beide. Leo, du nervst langsam. Dankeschön. Zweiter, yeah! Oh mein Gott. Time for Duel! Synchro 2 im Beschwörungswerkzeug. Ich sag mal, perfektes Deck. Ja, dass es natürlich ein perfektes Deck nicht gibt, sollte eigentlich allen klar sein, aber okay. Ich will den Kleinen doch nicht seiner Illusion berauben. Ja, ich muss sagen, für ein perfektes Deck ist natürlich der perfekte Zug, hey. Einfach nur bombastisch lame. Mann, oh Mann, hey. So, dann rufe ich erstmal Zwillingsplünderer. Und gucke mal, was er da versteckt im Verteidigungsmodus für uns hat. Na, wer will nochmal? Wer noch nicht? Zwillingsplünderer Angriff! Und das war's für den. Auf keinen Fall! Doch, so ist es. Apparate Monster. Und jetzt kann ich nochmal eingreifen. Ja, Zwillingsschwer Plünderer, doppelter Angriff. Schlitz ihn auf. Auf keinen Fall, Mann. Ach ja, diese Texte. Okay, soweit so gut. Dann würde ich mal sagen, ist mir noch eine Karte verdeckt. Und ich aktiviere noch den Effekt meiner Wellenbewegungskanone. In 5 Zügen, Leo, ist alles vorbei. Spätestens. Also, 5 plus also mal 2, natürlich 10 Zügen, weil ich bekomme nur in meinen eigenen Zügen natürlich eine Münze. Oder Zauberzähler, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Also, Leo, das ist ja ziemlich lame, was du bis jetzt zeigst. Macht der Spiegel vor Wind. Na dann, Krebons Angriffsmodus. Und nun direkter Angriff auf Leo Lebenspunkte. Zwillingshieb. Mann, der kann nicht verlieren, ich bin stärker. Ja,
Also ein perfektes Deck erwarten wir eigentlich schon ein bisschen was anderes, wa? Gleich ist es ja eh vorbei. Auf keinen Fall, Mann! Leo. Du tust mir so leid, mein kleiner Freund. Das sind 3 Synchromonster. Tja. Vielleicht ist sogar Spielzeugdrache und noch den Lebenskraftdrachen. Könnte ja sein. Morphtronische Uhr, komm und zeig dich! Ja, also es war natürlich ein Zug der extra Klasse, ganz klar. Eines perfekten Decks natürlich ebenbürtig. Leo, was soll's der Quatsch? Er spielt eine Uhr. Okay. Für jeden Morph zählt Marke drauf. Ja. Dumm nur, wenn er sogar keine hat. Hey, was denkt er sich dabei? Moment mal. Den Gegner verliert. Dann können wir die Kampfposition ändern. Na und? Ich habe ja meinen Krebons. WTF? Nö. Nö. Kein Bock drauf. Tschüss. Hat mich gefreut, Leo. So, was nennt man eine Kette? Und das nennt man einen Schaden von 600 Punkten. Keine Sorge, Mann, mir geht's noch gut. Du darfst eh nicht mehr angreifen. Haha. Leo, du vergisst vielleicht, wenn es sein könnte, dass ich jetzt halt doch wieder angreifen kann. Oder dann sagen wir eine verdeckte Karte, aber spielt keine Rolle. Oh Mann, oh. Sowas mit einem perfekten Deck. So viel dazu. Perfektes Deck. Und bin ich perfekter Spieler oder was? Junge. Egal, Leos Geschichte und es fehlt noch Yusei selbst. Das gibt's doch nicht, der hat verloren. Hey Michael, du bist einfach zu stark, ey. Tschüss. Okay, tschüss Leo, hab mich gefreut. Ja, das hat es wirklich. Neue AP. Nee, wisst ihr was? Ich gehe erstmal in den Shop hinein. Vielleicht klappt es diesmal. Vielleicht holen wir uns endlich mal, weil irgendwie einzelne Karten kaufen kann ich eh nicht. Das gab es ja früher mal noch. Man konnte irgendwie die Kartennummer eingeben, dann konnte man die Karte für irgendwie etwa 1000 DP oder so erhalten. Stardust Overdrive! Geil. Aber er ist noch hier. Sammelpack 10. 10, 2, aber 10 Stück davon. Und Stardust Overdrive. Ich bin voll overdrived. Ach ja, der Rotrachnetz und der Welt fällt auch noch. Naja. Was, Elend der Geist des Dachbodens? Oder was war das gerade? Sieht ein bisschen aus wie ein übergroßer Kuribo. Mann, ey, ich bin Obeliska. Wo bist du denn, Kumpel? Ja, Metall, Georg, Sheila, ja, schon gut. Dann schiel doch mal ein bisschen. Was zum Henker ist der? Pittendunkler Clown, okay, kann man auch gut machen. Aber das kann man nicht machen. Menno, Obelisk, wo bist du denn? Der kommt einfach nicht. So, was haben wir hier Schönes? Schicksalsdame Wind. Majestätischer Drache haben wir bereits. Okay, bis jetzt nichts Neues oder Besonderes. Zwillingssupport, auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch Schönes? Wieder ein Drache, alles klar. Und das war's bereits. So, normalerweise sind sowieso egal für unser Deck. Ja. Auch hier eigentlich soweit nichts Besonderes. Pittendunkler Cloud eventuell. Wenn diese Karte auf deinen Friedhof gelegt wird, kann diese Karte im Friedhof des Spielers entfernen, um einen Pittendunkler Clown speziell schon in der Hand oder deinem Deck zu beschwören. Ja, es geht auch aus der Hand. Also er hat im Prinzip so eine Fähigkeit wie auch. Naja, mystische Tomate würde ich nicht unbedingt nennen, aber halt auch wie zum Beispiel. Mann, wir waren es schon wieder.
Ja. Suche nach einem Monster, das einen ähnlichen Effekt hat, dann fällt es aber gar nicht mehr ein. Sorry. Was war das für ein Monster gerade nochmal? Egal. Stufenfresser, okay. Elementarheld, Krieg der Überlieferung, schön. Angriffspheromon, natürlich auch nicht schlecht. Jetzt ein Insekt. Zukunft des Schicksals, des Damens, links Funke. Ja, aber nichts, was wir nun irgendwie in unserem Deck gebrauchen könnten. Synchrobarriere vielleicht? Nö. Klingt auch ein bisschen kacke. So, komm schon nochmal, ich will Obelisk haben. Das muss doch möglich sein. Beim Teutates. Verflixen zugenäht. Das schwarze Thunmagier-Mädchen. Okay, wo bist du, Obelisk? Komm schon. Du mächtige Gottheit, zeig dich endlich. Wir wollen alle dein cooles Kartenartwork sehen und vor allem natürlich auch deine Fähigkeit im Duell und eine Animation im Duell. Da ist sich was dabei, ganz exklusiv für dich und so. Das gibt's nicht. Wo bist du denn? Obelisk. Ja, sag mal, willst du mich langsam verarschen, Kumpel? Der ist echt stur, also kannst sagen, was du willst, aber der Typ, der ist ja also echt, da geht's ja gar nicht. Ja, wir kriegen zwar immer neue Karten, aber was bringt denn das, wenn dabei einfach Waterpan, yeah! Ja, Frage, so ein Effekt einer Zauberfall und Monsterkarte an der Hand hinzugefügt wird, kannst du die Karte speziell mit einer Schildseite beschwören. Theoretisch natürlich durch unseren goldenen Sarkophag. Warte mal, eine Stufe 1, das heißt, im majestätischen Drachen wäre es ideal. Könnte man machen, wa? Bei den 2 Zügen Sternschardrach das Feld holen. Dann warte man das Feld, direkt beschwören, majestätischer Drache und wir hätten unseren majestätischen Sterndrachen auf dem Feld beim Teutates. Könnte man sich noch überlegen und irgendwie Waterpon integriert ins Deck. Naja, aber erstmal will ich unbedingt mal Obelisk haben. Kann wohl nicht wahr sein. Immer noch nicht. Meine Packs öffnen will ich nicht. So, komm schon, Obelisk, wo bist du denn? Schon wieder nicht. Das Fußgalf, überhaupt der Fußgalf. Zermalmodigandra. Okay, was Neues. Verzweiflung, Leute, Verzweiflung, der Kerkerwurm. Ja, ist klar. Ich habe jetzt was von kein Glück. Wie kommt denn der mit der Zufallsrate von 1% oder was? Zuflucht der Unterweltler, ist das geil! Alter, 2 kann er mir jetzt hier gezogen, die können doch interessant werden. Zermalmodigandra. Oh, das ist die Karte von Yugi. Alter Schwede. Diese Karte kann nicht als spezial beschworen werden. Wenn du die Hälfte der Lebensmarke bezahlst, dann kannst du alle Karten im Feld. Naja, trotzdem ist 2 Monsteropfen für Gandra, weil er vom Friedhof holen, so kann ich ihn ja nicht. Natürlich muss man sich überlegen, ob man den in das Deck integriert. Aber die hier. Zuflucht der Unterwelt. Metallunterwelt, der Spielmarker, Spezialbeschwörung, sie kann nicht angreifen. Gegen Kampfschaden etc. etc. Man kann sie opfern alles oder auch für. Dann auf eine Stufe. Stufe 1, mit der unser Problem gelöst bezüglich der majestätischer Sterndrache und so. Das wär's doch, Leute. Die Zuflucht der Unterweltler. Die perfekte Karte schlechthin. So, 95 habt doch bereits, komm schon. Heißt 2 Karten oder so filmen noch. Ja, vielleicht 3 maximal. Volle Packs, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt muss es geklappt haben. Ein neue, 2, 3. 4, 5, hallo?
Okay, also Prozentzahl ist doch ein bisschen crazy. Schädelsuchender Ritter. Ach du Scheibenkleisen, gibt es ja auch noch. Das ist auch eine alte Karte, Freunde. Diese Karte kann nicht spezial beschworen werden, die kann aktiviert werden. Dann muss diese Karte als Tribut geopfert werden und sie auch im Feld liegt. Diese Karte verhindert die Aktivierung und den Effekt des Effektmonsters. Das Problem ist nur, man muss ihn aktivieren. Das heißt natürlich auch, gehen kann uns voll in die Falle locken und irgendwie ein No-Name-Monster rufen, dann Effekt aktivieren und bam, unser Ritter ist weg. Also es geht auch besser. Oh nein, es wird nicht dabei. Ey, Leute, das gibt's nicht. Ich ziehe diesen verdammten... Nein, das gibt's nicht, ey. Was sind Wahrscheinlichkeiten sind da drin? 98%. Noch viel fehlt hier echt nicht mehr. Oh, Obelisk, das wird so geil, das Let's Play, um dich zu zeigen. Dein Auftreten, deine Animation, einfach alles. Das wird so episch, Freunde. Aber nee, ich für den gute Obelisk, der will uns hier nicht irgendwie beistehen oder begutachten lassen. Das müssen wir uns wohl fürs Let's Play von Yu-Gi-Oh! 5Ds Reverse of Arcadia aufsparen, denn dort habe ich bereits alle 3 ägyptischen Götter im Deck. Rezept kaufen. Das muss ich auch nicht, war irgendwie Götterdeck oder so etwas. Nö. Was ich noch machen könnte, wäre mal gucken, da in der Kartensammlung, ob da irgendwie ein Hinweis für Obelisk oder eine Chance, Prozentwahrscheinlichkeit drin ist. Aber das mache ich dann vielleicht mal offscreen, mal zum Testen und so und natürlich dann nachher, um euch es zu zeigen. So, jetzt erstmal hier die Tore aufsperren. Natürlich mit unseren Level 2 Schlüsselkarten und dann wird es Zeit für ein Duell gegen Yusei Fudo. Wir haben zwar noch knapp 2 Minuten Zeit, aber das dürfte eigentlich noch klappen. Ja, sagen wir 3, wa? Dann bewegen wir noch einmal ein Feld und es ist soweit. Michael, mir ist es ziemlich egal, ob ich das Turnier gewinne, aber ich will gegen dich antreten. Duellant gegen Duellant. Fangen wir an. Zeit für ein Duell. Welch guter Spruch, Yusei! Denn mir geht es genauso, Leute. Ich will unbedingt... Oh, verdammt, ich habe vergessen. Nein, vor lauter Tat habe ich vergessen, die Zauberkarte ins Deck zu packen. Oh, Scheibenkleister. Die Zauberkarte. Okay, muss Uli die gewinnen. Na gut, wäre natürlich episch gewesen, wa? Egal. Yusei! Komm und zeig's mir. Leg los! Ich bin bereit. Gut, wir auch. Na dann, legen wir mal los. Dann sehe ich mal, sehr schön, sehr schön. Als erstes aktiviere ich die Zauberkarte Goldener Sarkophag. Diese durchaus unsere Karte erlaubt mir eine Karte meiner Wahl aus dem Deck zu nehmen, sie aus dem Spiel zu entfernen und in 2 Zügen auf meine Hand zu nehmen. Sehr schön. In 2 Zügen wähle ich... Bingo. Ich wähle D-Synchro. Sehr schön. Nun rufe ich mein erstes Monster, der Zwillingsschwertplünderer, im Angriffsmodus. Und setze dadurch noch 2 Karten verdeckt. Tja, Yusei, dein Zug. Mach es besser, Mann. Oder 15 Synchromonster. Und schlecht. Bist du bereit, Mann? Ich rufe Max Krieger. Oh, verreckt. Kannst du den Zug wieder zurücknehmen? Das wäre ganz cool von dir, Kumpel. Nein! Los jetzt! Ich greife mein Monster an. Und dann kriegt natürlich einen Angriffsboost. Der hat keinen Effekt von Max Krieger. Der bringt aber gar nichts, Yusei. Moment mal, habe ich nicht etwas vergessen? Ah doch. Da dachte ich gerade irgendwie, dass er irgendwie eine Fähigkeit hat, mit der man eine Fallenkarten irgendwie negieren kann. Aber nee, das war dann wohl ein anderes Monster. Okay, und dann noch Gleichstand von den Punkten her, das ist aber gleich ändern. Freundliche Wohltat, sehr schön, sehr schön. Dann rufe ich Krebons im Angriffsmodus. Na dann. Zwillingsschwertplünderer und Krebons greift Yusei direkt an. Zwillingshieb.
Oh nein, Mann, das lasse ich nicht zu. Du hast keine andere Wahl, Yusei. Du kannst nicht verhindern. Krebons! Finsteres Marionettenspiel. Dumm, wir jonglieren ein bisschen. Ja, das planst du also. Ja, genau, Yusei, das plane ich. Was, du kennst meine Strategie? Natürlich ein bisschen sehr doof. Tja, Freunde, was wohl genau meine Strategie hier ist in diesem Duell? Da könnt ihr noch ein bisschen rumrätseln, denn dieses Rätsel werde ich erst im nächsten Part auflösen. Tja, mal ein bisschen fies, wa? So, im nächsten Part mal ein Duell gegen Yusei und vielleicht auch schon ein Duell gegen Surt. Wer auch immer dahinter stecken mag. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.